Das Archiv des BR-Fernsehens. Hier lagern Filme aus über 6 Jahrzehnten. Teilweise noch auf alten Filmrollen. Eine der ersten BR-Sendungen war die Reihe Abendläuten. Dafür filmten Kamerateams in ganz Bayern. 1959 auch in Reau in Oberfranken. Keiner hat die Aufnahmen seitdem mehr gesehen. Wie hat sich der Ort verändert? Finden wir noch die Kinder von damals? Digitalisiert nehmen wir den Film wieder mit nach Reau. Wem werden wir begegnen? Die Eichen am Maxplatz stehen noch. Und auch die Bänke werden noch genutzt. Verabredet sind wir mit dem Bürgermeister. Hallo, grüß Gott. Michael Abraham. Hallo. Ja. Darf ich reinkommen? Bitte, ja. Ich habe meinen zweiten Bürgermeister noch mit eingeladen, den Herrn Ja? Bucher. Was sind Sie für ein Jahrgang? Jahrgang 47. Ich könnte vielleicht noch was wissen. Vielleicht. Wir wissen. Vielleicht sind Sie sogar drauf. Damals ist man aber noch Unterschiede. In jedem Ortsteil hat es eine sogenannte Bande gegeben. Und wenn man vom einen Ortsteil zum anderen wollte, dann hat am Tag die Bande getroffen, hat man erst mal Schein gekriegt, dann konnten wir weitergehen. Also wir haben so ein paar Jungs am Perlenbach. Schauen wir mal. Am Perlenbach, das war eine gefährliche Ecken. Da war die Meinhold-Bande, war die geheißen, das war gefährlich. Selber Jahrgang, aber gefährlich. Aha. Ja. Das ist vor oben Reihe, das ist Ja, die Lederfabrik. genau. Lienhardt. Oh, Da ist noch nichts gebaut. da ist gar nichts gebaut da. Das hier ist Fränkische Lederfabrik bzw. Reau AG. Genau. Früher hat sich ja die Stadt hauptsächlich über die Schlote definiert. Ja? Je mehr rauchende Schlote, desto besser. Das ist die Winterling Holzwollenfabrik. Ach Gott, Wäschflyer. Wie nennen Sie das? Flyen. Flyer. Ausflyen. Wäschflyer. Flyer. Genau. Das, An jedem Bach waren die Frauen, sind da hingefahren und haben da ihr Wäsch. Noch 59. Ja. Ja klar, Und- hat ja nicht jeder Waschmaschine gehabt. Was denken Sie, was da am Bach los war? Wenn schönes Wetter war, wie die geflaut haben? Und dann ist auf die Wiesen gebracht worden, in die Sonne zum Ausbleichen. Und wenn es Pech gehabt hast und die Gänse dann drüber gelaufen, Ja, dürftest musst du du wieder Verfall waschen. auffangen. Und dann die Bande am Perlenbach. Schaut schon frech aus, ne? Sieht man schon. Sieht man schon an der Haarschnitt, dass das Kribbeln sind. Ausgepuffte Jungs. Nennen wir es mal so auf Ja, Hochdeutsch. überall wegen ein Streich übrig. Ne? Da war einer schon ganz moderner dabei, der hat Jeans dran gehabt. Der hat damals, ich wollte ein paar Jeans haben, mein Vater hat gesagt, du kriegst keine Cowboyhosen. Schau hier, Wenn's da, Raucht der Schlot. wenn der geraucht hat, der Schlot, dann hat man in der Ziegelhütte gesagt, wäsch weg. Die haben eingeschiert, weil da ist doch richtig noch geschiert worden mit Keulenzeichen, dann ist da so ungefähr so auf 200-300 Meter der Dreck runtergekommen. Ne? Und da war die Wäsche, die schön weiß, gebleicht, Wäsche, gebleicht, ne? Gebleicht. Und dann ist die auf, und dann war es dreckig. Dann konnten die Enten auch drüber laufen. Also das ist schon eine tolle Aufnahme. (1865) kommt die Eisenbahn und macht Reau reich. Aus Viehhändlern werden Porzellan- und Lederfabrikanten. 1959 ist Reau schon Jahrzehnte eine Industriestadt. Doch es gibt auch noch die alte Welt mit Pferdepflug und Heuwagen. abgekommen. Wir haben die Pferde immer, wenn sie am Wirtshaus vorbeigekommen sind, automatisch gehalten, neue Bier getrunken, aufgestiegen, Pferde automatisch weitergefahren. Wussten die Pferde schon. Ja, wussten genau, wo sie halten müssen. Also das ist abgerissen worden 2011, 2012. Da ist jetzt der Rossmann. Also das rote Ross gibt es quasi immer noch, aber das ist das Logo von Rossmann heute. Das ist der Kindergarten in der Siedlung. Das ist schon der Kindergarten. Der Johannes-Kindergarten so. Mit Kindergärten kenne ich mich nicht aus, ich war nie. 2 Stunden, da bin ich ausgerissen und nie mehr gekommen. Sind das die Baracken? Sind da, Ja, früher war überall Baracken gestanden. ja, das waren die ersten Behelfsheime nach dem Krieg. Sind da ganz viele so Holzbaracken gebaut worden.
für die Flüchtlinge, Heimatvertriebenen. Riau ist ja von 6.000 Einwohnern, hat Riau mal gehabt. Nach dem Krieg dann über 10.000. 3.000 aus dem Sudetenland und ungefähr 1.000 aus Schlesien. Und jetzt aber wird die man Kinder, die erkennt man natürlich nicht. Das ist Also ich war da in dem Alter 12 Jahre, da haben wir mit so kleinen Kindern sich nicht abgeben, da waren wir doch schon. Ne? da, Werner. Ja, Wie alt werden die so? Die sind die waren gewinnt, das war Jahrgang 43, könnte das gewesen sein. Das ist der Wagenpfeil. Das war der Wagenpfeil, das Werner. Das passt. Schon einen erkannt. Ja, einen erkannt. Der kenne ich, der lebt, der ist in Wundenzell. Die kenne ich auch, aber ich weiß nicht den Namen nicht. Adamik. Vom Aussehen hätte ich gesagt, das ist sie. Das kann schon sein, dass die kommen aus Breslau. Wäre die dann noch da? Ja, ja. Müssten wir sie mal fragen. Müssten wir sie mal fragen. Rosemarie Adamik heißt heute Hopperditzl und wohnt in der Siedlung, zusammen mit ihrem Mann Reinhard. Hallo. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott, ja. Könnte das sein? Können Sie sich erinnern, dass der BR Sie gefilmt hat? Nee. Gar nicht. Ich wüsste überhaupt nicht mehr, um was es geht. Komm, seid rein. Ja. Also, dann schauen wir doch mal. Genau, also Ton gibt's keinen. 59, da haben wir so gut wie keine Bilder, gell? Der Muggers gehabt, Ja, oder? das war er. Das ist der Muggers-Gerd. Und die Eige, Ja, die Kunsteige. Kunsteige. Und das müsste Elmar gewesen sein, der Kremers Elmar. Und Sie? Ja, ich habe mich nicht gesehen. Da war ich eigentlich nicht dabei, weil ich nicht singen kann. Das ist nicht die Friedel, da Schwester. Ach, vielleicht hat er das verwechselt. Das hat er verwechselt. Hat er Sie verwechselt mit Ihrer Schwester? Ja, ja. Meine große Schwester, die ist 9 Jahre älter als ich, die wohnt auch da. Ich könnte sie mal anrufen. Herr Friedel, hast du die nächste halbe Stunde was vor? Bist du sauber gewaschen? Weil das Fernsehen bei uns da ist. Und wir brauchen nochmal deine Mitwirkung. Nee, muss ich nicht besonders anziehen. Die sind auch nicht mehr so gut zu wie mir. Jeans und ein T-Shirt. Ich hol dich gleich, ja? Ja, tschüss. Und Sie waren damals aus Breslau gekommen? Der Ach, wir waren zu viert, 4 Geschwister. Und meine Mutter war alleine. Und wenn die oft erzählt hat, was die Frauen damals mitgemacht haben. 6 Tage lang waren meine Mutter mit ihren 4 Kindern von Breslau bis daher. Wie alt waren Sie da? 10 Monate. Die große, die jetzt geholt wird, die war so ein wenig mehr noch von dem ganzen Zeug. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Können Sie sich denn daran erinnern, an den Film? Ja, ich freilich. So, jetzt, da kommen wir jetzt anmarschiert, schau. Jawohl, können wir mit dem Finger wechseln, sehe ich ja die anderen gar nicht. Da schau, da bist du schon mit drauf. Nee, Doch, da hinten, da habe ich jetzt, da warst. na, das bin ich noch nicht. Das waren noch Zeiten, du. Da bin ich jetzt. Da. Das da. Da haben sie mich dann, wie ich dann den nächsten Tag in den Dienst gekommen, haben sie mich veräppelt. Da haben sie gesagt, es ist der neue Fernsehstar und so. In welchem Dienst? Ja, wie ich da in die Arbeit gekommen bin. Wo haben Sie gearbeitet? Im Landratsamt. Aber was wir da gesungen haben, das weiß ich nicht mehr. Spirituelles haben wir meistens gesungen. Gell, ich denke, sag. Ja. Und also ein paar Volkslieder, italienische Volkslieder haben wir gesungen, aber so Rock'n'Roll nicht. Also wenn ich muss ehrlich auch sagen, gell, schick haben wir ausgeschaut. In den Kleidern, heutzutage ist sie alle rum, in den Jeans mit den Löchern oben drin. Und naja, Anständig. das ist Geschmackssache. Ihre Schwester hat schon erzählt, Sie waren in Breslau. Also Sie sind in Breslau geboren und haben die Flucht. Ja, also das spielte da keine Rolle. Da äußere ich mich nicht dazu. Gleich neben dem Haus der Hopperditzls liegt der Johanniskindergarten. Die Adamiks waren damals froh, dass sie nicht in den Baracken untergebracht wurden. Den evangelischen Kindergarten gibt es heute noch. Wie das Haus der Hopperditzls liegt er in der Siedlung, wie die Reauer sagen. Sie entstand in den 30er Jahren.
Ganz anders die Reauer Innenstadt. Breite Straßen im rechten Winkel. So sollten ab 1820 alle Städte in Bayern aussehen, die mit dem gleichen Problem wie Reau zu kämpfen hatten: verheerende Stadtbrände. Das alte Reau mit seinen engen Gassen und Fachwerkhäusern wird am 6. September 1817 in nur 3 Stunden dem Erdboden gleichgemacht. 169 Häuser und 300 Scheunen. König Max I. schreitet ein und lässt eine komplett neue Stadt anlegen. Eine klassizistische Modellstadt mit Häusern aus Stein. Noch immer prägt diese Maßnahme das Reauer Stadtbild. Auch wenn viele der alten Institutionen verschwunden sind. Im Roten Ross soll sogar Goethe gern zu Gast gewesen sein, auf seinen Reisen in die böhmischen Bäder. Das alte Rathaus am Maxplatz steht noch. Jetzt ist es Museum und Informationszentrum. Christine Mühl kann uns vielleicht bei der Suche nach den Kindergartenkindern weiterhelfen. Sie ist in der Siedlung aufgewachsen. Aber keine erkennt die Kinder. Sandra Hilbig lädt ihre Mutter Gertraud Deeg dazu. Die spielenden Kinder erkennt diese zwar auch nicht, aber die Jungen am Perlenbach könnten die Meinhold-Bande sein. Und das ist er. Grüß Gott, kommt rein. Sie sind unser Hoffnungsträger. Werner Meinhold persönlich. Steht er da am Bach zusammen mit der berüchtigten Bande? Nee, so groß war eine Gang nicht. Wir waren zwar die gefürchtetste Gang in Ried. Ja, wie hieß die gefürchtetste? Ja, wir waren das Fichtigsband am Perlenbach entlang. Das war unser Revier. Und, Da könnten Sie schon dabei sein. vom Alter her passt schon. Also wie der eine, der zweite von vorne, der schaut schon fast ein wenig aus wie ich. Der da, ich denke mal, der hat ein wenig zu dünne Beine. Nee, das war ich nicht, ich habe ein wenig stärkere Beine gehabt. Aber da ist der Bach abgelassen worden, das sieht man ja. Da ist ja kein Wasser da. Da sind ja alte Handgranaten und alles noch früher drin gewesen. Ich weiß nicht, wir haben als Kinder ja auch so Dinge raus. Handgranaten? Ja, halt, ja, so hast alles, was du nach dem Krieg da so passiert ist, hast du raus. Später lernte er Elektromaschinenbau und ging zur Marine. Das ist der Graben. Hier war das, wo die Kinder alle hergekommen sind. Und wo die Wäsche gefleit wurde. Das sehen Sie die Treppen und hier im nächsten ist noch mal eine Treppe, geht noch mal eine Runde. Das sind die Frauen früher aus den Häusern rausgekommen und haben dann ihr... Die Stege wurden von der Stadt als Erinnerung erhalten. Gleich ums Eck liegt der Herrensalon von Bernd Hofmeister. Er soll 1959 im Johanniskindergarten gewesen sein. Unser letzter Versuch, noch ein Kindergartenkind zu finden. Sein Kunde Ulrich Küspert schaut mit. Also das ist die Schwester Maria auf jeden Fall, eindeutig. Was? Albtraum. Albtraum. Wieso Albtraum? Ja, wir mussten die Arbeiten machen, die sie nicht machen wollten. Sprich im Garten stundenlang in der Sonne, im Sommer Gras zupfen und solches Zeug. Ne? Echt? Naja. Bei 30 Grad im Schatten in der Sonne, das ist nicht angenehm. Ja, so war das bei der. So war das bei der. Die war bitter böse. Kurz darauf wird Maria durch die beliebte Schwester Irmgard abgelöst. Der kommt mir schon bekannt vor. Das ist Rewitzer. Sagt ihr das was? Ach, Rewitzer. Ja, genau. Rudi Rewitzer, genau. Rudi Rewitzer? Ja. Und was ist mit dem? Sind dann weggezogen. Das ist Roland gewesen. Das Springer, das war alles Roland. 100 Pro. Der Roland ist schon gestorben. Vor 3 oder 4 Jahren ist er gestorben. Und das war Ihr guter Freund? Wir waren immer zusammen. Ausgebuffte Jungen am Perlenbach gibt es immer noch. Und Mädchen sind auch dabei.
Die alten Porzellanfabriken wurden von Kunststoffkonzernen wie der Reau AG oder Lamilux abgelöst. Und Südleder ist heute der größte deutsche Lederhersteller. Aber was seit 1959 gleich geblieben ist, St. Jobst läutet immer noch den Abend ein, in der einzigen klassizistischen Modellstadt Bayerns.